Gott signiert falsch op Eden Nummer 12. Kun reden als je hondet. Die Bibel heeft Gott ons einmal gegeven, dat we weten sollen, wo wir herkommen, waarom wir überhaupt op deze Erde zijn, en wo dat met de mensheid hangeht. Gott heeft een wunderbarer Plan für all seine Kinder, aber auch für die persönlich. Zu Abraham en dan aber auch zu Isaac en Jacob versprach der Herr, dat hij alle Völker op Erden durch ihre Nachkommenschaft segnen wird. Des grote Segen kam, als Jesus, Gott sein Sohn, geboren ward. Seine menschliche Aufstammung wie von Abraham. Dit Volk, die Juden, deed Gott wunderbar vieren, wann sie auch verken angehorsam wären. Hij deed aber immer dono seinen, dat de zonen wären, wat am true wären, en Glauben ganz ab am zaten deiden. Hast du den Glauben ganz ab dem Herrn gesagt? Oder verlatst du die ab viele andere Dinge? Diese nächste halbe Stunde soll uns helfen zu sein, wo uns Vertrauen ab Gott uns in sehr schwere Lehren auch in große Versicherungen helfen kann. Einer von diesen Juden, der wirklich ab Gott vertraut, wie Josef. Und so mochte ich von dir mit seiner abreihende Geschichte wiedergehen. Besonders mochte ich hier zu den jungen Menschen reden, wils Josef ein junger Mann von 17 Jahren war. Diese Geschichte lehrt uns sehr viel darüber, wo Gott junge Menschen betracht und wo er die Werken viel besser brücken kann als ältere Menschen. Letzte Week sagen wir, wo Josef seine gorstige Brüder am ganz kaltblütig als een Sklav an de Ismaeliten verkauften. Die schlapten am dann naar Ägypten, wo sie am als een Sklav an Potiphar wieder verkauften. Als die blaude Rock in die schlechte Nachricht nur den oulen Jakob gebracht worden, dat een wilde Tier den Josef wohl abgefreten had, dann tereit Jakob seine Kleider in trühe Säuer. Als seine Kinder am dann trösten wollen, nahm hij den Trost nicht an. Hij zei, nee, met trua wo ik nu mijn zin im Graf gonen. So komen we dan naar het 39. Kapitel, wo we zijn wo Josef dat als een Sklav in Ägypten ging. Im 2. Vers steht, aber der Herr wie met Josef, en hij wie een man dem alles gelegt, wat hij aanvouwt. En hij blijft im huis van zijn Ägyptischen Wirt. Wat meint dat, wanneer het zegt, der Herr wie met am? Dat meint, dat Gott alles so viert, dat wanneer het ook Völkern van buiten donker zag, alles doch sehr gut uitval. De Potiphar wordt het wohl aan, dat zich dat bij Josef am een ganz anderer Mensch handelt, als bij een gewöhnlicher Sklav. Dat zegt, dat während Josef der Herr alles sehend, wat Potiphar had, am huis ook op zijn Fläche. Potiphar seine ganze Wirtschaft blieb. Dat kam alles, wils Josef gouda rood gaf en zich sehr bemüht, zijn Wirt zijn verwaarts komen. Alles wat hij uitproeft, gelegt am. Doorwegen, wie Josef Paul sehr hoch angeschreven, dat Potiphar seine ganze Wirtschaft onder Josef seine Absicht stahlt. Dit is voor ons een grote leer. Als Josef an die Ismaeliten verkauft wordt, leidt het zo als van Gott hier een zeer groter Fehler toegelaten had. Best du ook van der en zo'n leer, wo dat zo zit, als wann een groter Fehler passiert is? Vielleicht ist die Mann oder die Frau gestorben, und du weißt nicht, wo das soll wiedergehen. Dat kann sein, dass du deinen besten Freund verloren hast, oder du hast deine Wirtschaft wegen höhere Schulden musst abgeben. Ein anderer geht vielleicht neurots durch eine schwere Zeit, wils der Doktor am gesagt hat, dass er nicht mehr gesund worden wird. All dit ist möglich, wils wir in einer gefallenen Welt leben, wo die Sünd all dit Trüge haft angereiht. Aber eint will ich uns von dir sagen, Gott ist gerater als all unsere Troubles. Hij kann dat so führen, dat du durch deine Troubles op een ganz anderen Weg kommst. Hij wil midden in deine Troubles bij die zijn
en wil het zo uitvieren, dat du am doorderg verhaarlichen worst. Denk je mal an Jozef. Wenn dit alle nicht passiert wär, dann würde hij bij Jakob gebleven zijn, en de strijdigkeiten met zijn Brüder wären dann immer so wieder gegangen. Nu nam de Herr en leid am eine schwere Tieten an, wo derch over loter veel goudet uitkom. Wenn du nu groß ook derch schwere Tieten jest, dann war bloß nicht ungeduldig. Der Herr haft versprochen, hij wordt met die zijn. Gott bewahrt die nicht von Schwierigkeiten, aber hij wordt met die taub durch die Schwierigkeiten durchgehen. Vertrü doch ab am, so es Josef dort en seine dunkle Tiet ook deed. Wann erst alles glad geht, dann erst der Tiet sehr abzupassen. Für Josef wir nu ne sehr scheine Tiet angebrochen. Aber die Sothon weit seine Gelegenheiten zu nutzen. Hij bringt uns immer eine Versicherung, wann wir doch gar nicht mit rechnen. Du hast ein sehr guter Grund für. Wann uns das schein jet, dann seh wir das wenigste dorabreid, dat de Feind uns angreift. Denk je mal an das Beispiel von onze ersten Eltern im Paradies. An jengt het bloß Schein. Dat hat noch bet dann kein Trouble und keine Sinn gegeft. Krag dann kam die beise Feind en versuchte Eva. Sie wir dafür nicht reid, en so fall sei auch ihr Mann eine Sinn. Du hast aber noch ein Grund, warum die beise Feind uns angreift, wann alles flasht. Wenn wir keine große Schwierigkeiten haben, dann waren wir uns dort so langsam an, dass wir uns ab uns selbst verloten können. Wir leben an unsere eigene Kraft, weil's wir Gott nicht sehr neidig brücken. Dort ist immer falsch, wenn wir dort so tun. Aber so sind wir Menschen. Die beise Feind greift uns dann an, wenn er weiß, dass wir geistlich am schwachsten sind. Aber was ist eine Versicherung denn eigentlich? Eine Versicherung ist ein Wunsch, oder wenn ich Lust habe, einen Wunsch so zu vollfüllen, dass ich mir das selbst nehme und es steht mir dort von Gott schenken lässt. Eine Versicherung ist auch da, wo ich das Verlangen habe, was zu tun, was Gott verboten hat. Eine Versicherung kann von zwei verschiedenen Städten herkommen. Uit das Begehren vom eigenen Fleisch, und zweitens vom Sothon selbst, wenn er uns plötzlich in Gedanken entjeft, wat die onrechte Lust an uns wagt. Die beise Feind ist sehr klug und versteht dort meisterhaft, die rechte Minute zu wählen, wo wir am schwachsten sind. Hij deed Jesus versichern, als hij am schwachsten wir. Die Bibel sagt uns, hij hat 40 Jahre gefasst. Das meint, hij hat 40 Jahre nicht gegeten. Dann kam die Sothon am door en de Wüste, manket Sand in de Steine an, en sagte am, wann du Gott sehen bist, dann lot doch diese Steine te Braut worden. Dat wie je nicht schlechtet, wenn Jesus nu hungert. Dat wie je selbstverständlich. Wat hier erreicht wir dat die Sothon haben will, dat Jesus wird in seine eigene Kraft handeln en er steht zu lüren, wat Gott am Braut gaf. Doreverut will die Sothon haben, dat Jesus doorderch nicht Gott, aber am gehorsam sein wird. Dort wird dann gemeint haben, dat Jesus sich unter Sothon seine Herrschaft gestellt hat. Wat wird dort aber für ein schrecklicher Tag gewesen sein, wenn Jesus dorab angegangen wäre. Wo dankbar wir sein, dat Jesus den Sothon hier seine Macht wegnahm, indem er am mit Gott sein Wort tracht stellt. Als dat bei Josef aller glad ging, ward hij ook verzacht. Dat kwam zo. Potiphar had eine beise Frau. Riekt dat nicht tau, einen eigenen Mann zu haben, aber jankert ook ein Verhältnis mit dem jungen Josef. Josef war nu wie 20 Jahre alt. Dat is zo'n tijd, wann zo'n jongens denken an sich te befrieren. Dat is ook eine tijd, wann dat ganz gewöhnlich is, dat jongens een sehr starkes Verlangen nach Geschlechtsverkehr haben. Gott hat die Menschen so gemerkt, und wir sollen dat niemals verachten. Aber Gott hat uns auch in sein Wort eine Ordnung gegeben.
de Geschlechtsleif zwischen in Mann en de Früh, es wat zij erscheinet, wann dort eine Eie passiert. Wann sie dort über bütere Eie daunen, dann ist dort wat zij erschlechtet. Die so tun wisst, dat Josef jung war, en vielleicht auch einsam mit dem Verlangen, sich zu befreien. Dann brucht hij diese gottlose Früh, am zu versichern, dat hij mit ihr dort uitführen wird, wat sich bloß eine Eie gehiert. Nu wel we zijn wo Josef diese Versicherung bejähend. Potiphar seine Früh baut sich immer weiter bei Josef an, aber hij wehrt sich jedes Mal. Hij sagt zu ihr, Tjetje mal, mein Wirt kümmert sich bei mir über nichts mehr an sein ganzes Haus. Alles, was hij haft hij mir anvertraut. Hij selbst es in dit Haus nicht hecher als ich sie, en hij haft mich von nichts teruggeholen als bloß von die, willst du seine Früh bist. Wo kann ich zo'n groot Anrecht doen in jejen Gott zenden? Josef deed hier het rechte. Hij is voor ons een goudet Beispiel, wo wir die Versicherung sollen bejenen. Die Bibel jaft ons door ganz klare Leer Eva. En Jakobus 5, Vers 9 sagt het so. Eva jeft jünd an Gott, waar er stoot über den Soton en hij wordt van jünd wegrennen. Krak dort deed Josef hier. Hij overgaf sich Gott. Hij bekend ganz klar, wo hij weer in deze zaak stond, en seht openbaar dat hij dort als een grote Sünd jeden Gott zag. Dit is een zeer wichtiger Punkt, wat wir beobachten motten, wann wir jeden den Soton stonen wollen. Wir motten zuallererst klar sein, dat wir op Gott seine Seite sind. Taufwerken, dat wir dann über die Versicherung nadenken en met ons selbst beratschluren, ob wir das tun wollen oder nicht. Wir denken door so lang über na, wat ons Fleisch dort so sehr jankert, dat wir uns nicht mehr zurückholen können. Jesus, als hij versucht wordt, schneidt die Rede mit dem Soton kurz damit auf, indem hij sich zu Gott bekennt. Hij sagt bloß, dort steht geschrieben. Damit wisst ihr bei se Feind kurz, dat Jesus sich an sein Vater hielt. Ist dort bei dir auch klar, dat Gott dein Vater ist, en dat du die ganz zu ihm bekennst? Wenn dort nicht klar ist, en du noch nicht geboren bist, dann hast du kein Widerstand gegen den Feind. Dann kannst du die erste Bedingung, die Versicherung zu widerstehen, nicht erfüllen. Das zweite in den Vers in Jakobus 5, Vers 9 ist, dat wir den Soton widerstehen. Dat meint, wir sollen nicht zu ihm angeben. In diesem Fall sollen wir stierkoppig sein. Dat sei wie bei Josef ganz klar. Die Bibel sagt, hij wehrt sich. Als er ihm dann eines Tages anpackt und am Kleid festhält, dann rennt er weg, wenn sie ihm auch das Kleid vom Lieb reit. Hij rennt einfach weg. Hij will mit dieser Früh nichts zu tun haben, was ihm eine Versicherung bracht. Da wie dat auch so? Was ist unsere ratste Versicherung? Vielleicht ist das Krack dasselbe, wovon hier die Rede ist. Wenn du naar de Grootstad kommst, dann sind fremde Frühes für die vielleicht eine grote Versicherung. Vielleicht ist das die Superie. Du weißt, dat die Schnaps in die Bayer für die eine grote Gefahr ist. Wenn du dann so'n Stuhl sitzt, wo dat zu haben ist, was denkst du dann mit dieser Versicherung? Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du jeden den Feind in Widerstand. Du kannst die klar zu Gott bekennen und die ab seine Gnade verloten. Dann kannst du in seine Macht von der Person oder von der Stadt, was die in Versicherung bringt, uitstärken. 1. Korinther 10, Vers 13 sagt, dat jaft keine andere als menschliche Versicherungen. Gott aber ist treu, der dort nicht taulat, dat wir ever uns Familien versorgt worden. Aber mit der Versicherung merkt ihr auch ein Uitweg, dat wir die verdrüren können. Dit meint, dat es keine Versicherung gibt, wo das nicht möglich ist, jeden zu stoßen. Gott verspricht,
Hij wordt bij jeder Versicherung ook eine Möglichkeit geben, dat wir daaruit kommen, ohne uns te verzinnen. Ich mocht hier kurz noch was dort sagen. Wann wir an die Versicherung kommen, ist dort noch keine Sünde. Wir sollen die Versicherung weiter stonen, oder wann möglich uit dem Stich gehen. Die Sünde kommt bloß, wann wir tau die Versicherung angeben. Ein Prediger sagte mal, du kannst dort nicht abholen, dat die Vögel über den Kopf fliegen. Du kannst dort aber abholen, dat sie an deine hohe Nester bühen. Also lot den Satan nicht an dein Leben in Nast bühen. Dat meint, dat wir am nicht rühm loten, dat hij sich dort annasten kann. Wann wir uns hort voll gaude Gedanken haben, dann erst du nicht rühm für die schlechte Gedanken, wat die Feind uns anfuschelt. Im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 8, sagt der Apostel Paulus uns, womit wir unsere Gedanken fällen sollen. Er sagt, wat immer wahr und bedienenswert ist, wat recht, rein und leiftolig ist, wat gaude Eigenschaften haft und lovenswert ist, damit fällt jene Gedanken. Wann wir dort gedonen haben, ist das Nächste, dat wir uns so schwind als möglich von der Versicherung wegbringen. Wann dort ein Gedanken ist, dann soll wir den Furz aus dem Kopf schmieden und an anderes Gaudet denken. Wann dort eine Stadt ist, wo wir versorgt wurden, dann soll wir die Stadt aus dem Stich gehen. Die Bibel sagt, flieht der Hurerei. Ab einer anderen Stadt sagt dort, flieht von dem Götzendienst. Das sagt auch, flieht die vergängliche Lust der Welt. Fliehen meint wegrennen. Josef deed wat die Bibel uns sagt. Hij rannt weg en deed sich an diesem nicht versinnen. Hij wir Gott gegenüber treu. Dat kannst du auch, wenn du dein Leben mit Gott in Ordnung bringst, in einem Vertrauen auf den Herrn, die Versicherung, den Regen kirst. Aber du hast noch eine Frage über all das. Warum lässt der Herr dat überhaupt tau, dat die Satan uns versiegt? Hij will jedoch haben, dat wir uns nicht jeden am versinnen. Dit ist eine gute Frage, aber die Bibel gibt uns da eine Antwort. In Jakobus 1, Vers 2 und 3 sagt het, Freut jünt seia, lieve Brüder, wann je an mancherlei Versicherung geraten, wils je dadurch erkennen, dat die Bewährung von jün Glauben Utdür bewirkt. Gott will nicht unseren Gehorsam, wils wir nicht anders kennen. Nee, hij mögt die Menschen mit den freien Willen, so dass sie sich entweder für arm oder gegen arm entschlüten können. Wenn wir uns für arm durch die wahre Geburt oder die Bekehrung entschlossen haben, dann lässt hij dort zu, dass die böse Feind uns versiegt. Jedes Mal, wenn wir den Satan durch den Herrn seine Kraft widerstoßen, bewirkt dort was ganz Besonderes in unser Horten. Wir waren innerlich stolzer, und so war's die Utdür bei uns. Wir können dann langsam immer größere Versicherungen vertrauen, wils wir uns dort langsam anwahnen, uns auf den Herrn zu verloten. Was ja wir dann von dieser Geschichte für dir lehren? Dort eine ist, dass Gott uns manches Mal in große Bedrängnis bringt, wils hij sich durch uns verherrlichen will. Hij will die Welt um uns herum beweisen, wo hij helpen deed, wann wir mitten im Trouble zaten. En wat für eine Lehre bist du von der, wo du die sagen musst, der gefällt mir nicht? Sat den Vertrauen doch ab arm, so es Josef dort deed. Gef den Herrn die Möglichkeit zu beweisen, dat hij mitten in die Schwierigkeiten mit dir ist. Das zweite, was wir lehren, ist, dass Gott die Versicherung zulässt, will sie uns dadurch wel geistlich stärker merken. Wir sollen uns sogar darüber freuen. Er gibt uns alles, was wir brauchen, um durchgehen zu stonen. Aber nu müssen wir von der wieder Schluss merken. Nächste Woche will wir dann über Josef sein Leben in Ägypten wiederreden. Will wir nu noch beten. Lieber Herr, ich bete besonders für die Zuhörer,
wat durch schwere Tiden gehen. Halb an zu sein, dat du mitten in diese Schwierigkeiten bei anbest und an durchdrühren wirst. Du kannst auch jeder einen, der von dir mit Versicherungen zu tun hat. Lot an erkennen, dat du een Weg reit gemerkt hast, wodurch zij den Feind wat erstonen können. Wann du Söhne sein, wat die in ihr Leben noch nicht abgenommen haben, dann lot an dort von dir doch tun. Amen. Wann je noch Fragen haben, über dort, was je auf dit Programm gehört haben, Meine Telefonnummer ist 204 346 0523. ich wünsche je allen een goede week. Op maandag hier.